Apostelgeschichte Kapitel 9. Saul überschnauft noch einmal om sich en dreef den Herrn seine Jünger te morden. Hij ging nu Hohenpriester en vroeg nu Brief an die Judenschulen in Damaskus, dat wann hij door irgendwem op diesen Weg funk of mannen oder Frühs, hij die dan kun gebung nu Jerusalem brengen. En als hij op den Weg weer en nu Damaskus kwam, scheint met einmal plötzlich ein Licht vom Himmel über an. En hij val op de Erde en hier eine Stimme te am sagen: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Saul vroeg: Herr, wer bist du? En de Herr zei: Ik zie Jesus, den du verfolgst. Die wordt het schwor worden, gegen de Stachels te schlagen. Nicht du ab und gu an de Stadt nein, en die wordt durchgesagt worden, wat die doen sollst. De Männer, die mit am Reisen stunden en hadden nichts zu sein, zij hielden eine Stimme übersaugen können. Dann stund Saul ab von der Erde, aber als hij die Uhren uitmukt, kann hij nichts sein. Zij überfüllten am an der Hand en leiden am in Damaskus nein. En hij kann 3 Tage nicht sein, en oit en drunkelt nicht. In Damaskus wie ein gewisser Jünger, der heut Hananias. Zudem sieht der Herr in eine Vision: Hananias. Und er sagt: Herr, hier sehe ich. Der Herr sagt zu ihm: Stu ab und geh ab de Gas nab, der die Gleichheit, und Frau in Judas sein Haus, wo Saul von Tarsus ist. Sei einmal der Bet. Er hat in eine Vision gesehen, dort ein Mann Hananias bei ihm nennt kommt, und am de Hängerblach, dort er sein Sohn wahrer kriegt. Dann sagt Hananias: Herr, ich habe viel von diesem Mann reden gehört, wieviel Schulden er deine Helge in Jerusalem te gesagt hat. Und er hat hier Vollmacht von den Hohenpriesters, all die Fuß zu nehmen, die den Namen anrufen. Aber der Herr sagt zu ihm: Gut, als ich habe mich als Handleier gewählt, mein Namen für die Völker, Königs und die Kinder Israel zu bringen. Als ich will wiesen, wieviel er wegen mein Namen leiden muss. Hananias gab sich ab den Weg durchhin und ging durch ein Haus hinein. Und lädt Saul, der hing ab und sagt: Bruder Saul, der Herr Jesus, der die ab den Weg hierhin begegnet, hat mir geschickt, dass die Wahre so sein kann und mit dem Heiligen Geist gefüllt sein. Und fußvoll so wird aus Scheuten von Saul seine Augen, und er kann wahrer sein. Und er stund ab und lässt sich deuten. Und als er gegeben hat, kriegt er auch wahrer seine Probe. Saul bleibt noch ein paar Tage bei den Jüngern in Damaskus. Er fängt früh an, in ihre Schulen zu predigen, dass Jesus Christus Gott sein sehen wird. Und alle, die am Hirten, wunderten sich und frugen: Ist das nicht die, der in Jerusalem anbrach, die diesen Namen anruften? Und ist die nicht hergekommen, die Fuß zu nehmen und nun die Hohenpriester zu bringen? Aber so wird stärker und stärker und predigt so klar zu den Juden in Damaskus, dass Jesus der Christus ist, dass sie nicht jeden am Stuhlen können. Mehrere der Luther beschlossen, die Juden am Tod zu machen. Saul aber Krieg von ihrem Plan zu hören. Sie stünden Tag und Nacht auf dem Werk und den Staatspforten, am durch Tod zu machen. Seine Jünger übernahmen eine Nacht und leuten einen Einkauf über die Wand drauf. Als er nach Jerusalem kam, probt er mit den Jüngern zu kommen, aber irgendwie Angst vor ihm und glaubte nicht, dass er wirklich ein Jünger war. Aber Barnabas nahm ihn und brachte ihn nur der Apostel in sehr end, wo Saul hingewies den Herrn gesehen und mit ihm geredet hat, und wo er in Damaskus folglos an Jesus den Namen gepredigt hat. Dann blieb Saul bei ihm und ging ganz früh mit ihm in Jerusalem rum und predigt ganz dries an Jesus Christus den Namen. Er redete und befrug sich mit den griechischen Juden, über die proben am Tod zu machen. Als die Brüder davon hörten, nahmen sie ihn nach Caesarea und schickten ihn nach Tarsus. Dann hat die Gemeinde in ganz Judäa und Galiläa in Samaria Frieden und bieten sich ab, in der Heilige Geist gab ihnen Kraft und Mut, in Gottes Furcht zu wandeln. Und sie wurden immer mehr. Als Petrus herumreist, kam er auch bei Lydda und besuchte Helge durch. Dort traf er Aeneas, ein gelähmter Mann, der all 8 Jahre zu Bad gelegen hat. Petrus sagte zu ihm: Aeneas,
Jesus Christus merkt die gezond. Stu op en merkt den Bar ab. En ja, stund voets ab. Die wordt in Lieder in den Charon woonden, sagen am Ola en bekeerden sich zum Herrn. En Joppe wohnt eine Jüngerin Tabitha, griechisch Roy, die du immer goudet deut in de arme halb. Aber gerud an der Zeit ward sie krank und starb. Was sie aufgewaschen hoden, leden sie in de Buverstuf han. En wils Lieder dicht bei Joppe wir, en de Jünger gehört hoden dort Petrus du wir, schickten sie 2 Männer han am Seien zu lugen, dat he voets han kommen soll. Petrus ging mit jen met en als hij hand kwam, nahmen sie am voets ab an de Stufen an. En al die wit früher stunden am hielden en weisen am de Daten en Kleider, die sie gemerkt hat, als sie nach beend gewas wir. Dann checkt Petrus ent Ola uit de Stufe rüt, knallt sich doel en beer. Dann dreht hij sich nu de dode früh en zeer, Tabitha, stu ab. En zij muik Augen op. En als zij Petrus zag, recht zij zich ab en zat. Dan riep hij zijn hand en halp ab. En als hij de helge en wit frühs geraubt had, stelt hij door levendig aan. En zij kriegen dort een ganz Gruppe te hören en viele geloven Herrn. Petrus blijft dan een lange Zeit en Gruppe bei Simon ein Laderjahre.